Punktlandung, Leute, Punktlandung, Punkt 20 Uhr und damit herzlich willkommen zum Kassettenschmatz dieser Woche, wo ich habe keine Ahnung, was für KW es ist. Es ist aber der 1.10., der erste Monat vom Spooky-Monat, vom Kürbismonat, vom Spooktober. Und ich hoffe, ihr habt schon angefangen, dass ihr euch eine riesengroße Liste zusammenschreibt mit Horrorfilmen, denn im Oktober schaut man nur Horrorkassetten. Das war ganz wichtig, ganz wichtig. Unter anderem wie selbst wie Family Guy. Die warte, lass mich schauen, ich muss spicken auf meinem schlauen Zettel hier. Family Guy bringt fix, ich muss aufschreiben, am 6.10. eine neue Halloween-Folge raus. Da haben sie anscheinend noch nicht so oft gemacht, weil ich glaube, insgesamt gibt es erst sieben oder acht Folgen, Halloween-Folgen bei 840 Staffeln, aber ab 6.10. gibt es wieder was Neues. Bei uns dann wahrscheinlich ähm, auf Disney Plus zu sehen. Ansonsten ist die Woche gar nicht so vollgepackt. Ich muss mich entschuldigen für gestern. Ich habe es leider gestern, ich war einfach nicht gesund und mir hat es dann gestern eins Gestell ein bisschen weggeballert und dann bin ich einfach eingeschlafen. Einfach weg und krank. Und heute bin ich wieder ein bisschen fitter. Habe vorher im Kassettenschmerz aber schon einen Tee getrunken, weil ich nach wie vor noch nicht der gesündeste der Gesunden bin, aktuell. Aber ich arbeite mich gerade wieder richtig drauf hin. So, was haben wir hier jetzt alles für euch hier? Verrückteste Ankündigung, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe, die auf einmal hier reingeschwappt wurde bei mir. Simpsons 2, also Simpsons kriegen einen neuen Kinofilm. Und zwar am 23.07.2027 schon in den Kinos. Da bin ich ja mal gespannt. Da war ich schon fast neugierig, dass ich nochmal anfange, ein bisschen Simpsons zum Schauen, diese neuesten Sachen. Sessel, stimmt erstmal Philipp und Sessel, schön, dass ihr euch hier reinsesselt zu uns. Hauptsache, geht's besser, jetzt ist auch wieder schon Start der kalten Jahreszeit. Nee, das ist lieb von dir, da bin ich auch dabei. Hauptsache, mir geht's gut und alle anderen drauf geschissen. Ja, wie gesagt, aus dem Nichts heraus auf einmal eine Fortsetzung zum Simpsons-Film, der, glaube ich, auch schon 20 Jahre auf dem Buckel hat, wenn es langt. Und ich war jetzt neugierig, wie die Simpsons aktuell denn nur so sind, ob das nur Spaß macht, die zum Schauen oder nicht. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie lange schon keine Simpsons-Folgen mehr gesehen. Habe aber auch schon öfter gehört, dass es scheinbar nicht mehr ganz zumindest in meiner Generation, nicht mehr ganz der Humor sein soll, der uns gefällt. Aber ja, die Macher verändern sie und rücken nach und dann kann es schon gut sein, dass es nicht mehr ganz Mai wieder ist. Mal gucken. Und Scream 7 hat seinen Release-Termin und zwar am 27.02. nächstes Jahr. Kriegen wir endlich Scream 7. Ich bin ja gespannt, wie das jetzt ausschaut, weil es geht ja wieder also Neve Campbell wird heißen, um Sydney. Und ich glaube, irgendwas habe ich gelesen, dass es auch um eine Tochter oder um ein Kind zumindest vorher geht. So, der Alex ist auch da, Habatere, sage ich. 2007 ist der, mittlerweile machen sie wieder Spaß, sagt er. Okay. Lass mich gerne eines Besseren belehren und hab gern Spaß bei den Sachen. Also ist ja schöner, wenn man Sachen anschaut, die Spaß machen. Er sagt, ich schaue gerade nur die Horror-Specials von Simpsons. Ja, schau unsere Halloween-Folge dazu, haben wir schon mal durchgenommen, die Dinger. Kennst du einen Schiller und einen Seise von Weigendorf? Ja, euch zwei Zipfeln weiß ich doch natürlich noch. Gesuffene Lecher sind sie alle. Vorher passend zu unserem Kassettenschmerz, den wir vorher gemacht haben, haben wir jetzt halt hier Puppet Combo oder so. Ich kann meine Schrift mal lesen. Puppet Combo, so heißt es. Eine Indie-Spielschmiede bringt jetzt ihren ersten eigenen Film raus. Der glaube ich kommt sogar schon im Oktober. Heißt Night Shift. Gibt es schon einen Trailer? Kann ich natürlich wieder nicht sagen. Aber schaut ziemlich cool aus, so VHS-Optik. Es geht um einen Slasher, also es ist ein Slasher und da werden ein paar in einer ziemlich abseits stehenden Tankstelle abge. Tick, 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 tick. Schaut cool aus, schaut sich den Trailer an, Night Shift und ja, cool, wenn ein Indie-Entwickler dann auch noch ins Filmbusiness umsteigt, weil die meistens ein bisschen mehr Herzblut in die Sachen einstecken, gefühlt. Schönes T-Shirt, 2 ins Risiko. Oh yeah. Jetzt kann ich mir hinsetzen, so dass man es sagt, weil während dem Kassettenschmerz hat der Seppi schon gemeint, ich soll das besser präsentieren, weil Darkwing Duck ist das Beste. Aber ich habe ja eine kleine Sitzerhöhung hier, weil bei mir ist ja wegen, nicht so. Es ist auf alle Fälle kein Aufnahmestudio, sagen wir so. Ich muss ein bisschen improvisieren
Und meine Katz, die dann vorher mal ins Bett reingeschaut hat, hat sie vorher meine Sitzkissen hier unter den Nagel gerissen. Gell, Fia? Ja, die Simpsons kenne ich freilich schon. Das ist gut. Ich habe jetzt nichts anderes erwartet von dir, Philipp, dass du die nicht kennst. Das war schon eine herbe Enttäuschung gewesen und eine riesige Überraschung, muss ich auch dazu sagen. Was haben wir noch für Trailer? Frankenstein, Guillermo del Toros Frankenstein hat auch seinen Trailer gekriegt. Schaut ja sehr positiv aus, sage ich jetzt einfach mal, weil man sieht irgendwie sofort an Del Toro seine Handschrift, Oscar Isaac als Dr. Frankenstein und das Monster sieht man auch noch kurz. Also ich habe da schon wieder Bock drauf, das ganze Setting, alles rundum, das schreit einfach nach Del Toro und da habe ich immer Bock drauf. Jedoch haben wir auch eine traurige Nachricht zum Del Toro, denn es ist ja schon seit längerem heute das Gerücht hartnäckig, dass er irgendwann einmal At the Mountains of Madness verfilmt. Aber jetzt hat er da die Hoffnungen erst einmal ziemlich zerschlagen, weil er gesagt hat, dass es wahrscheinlich nichts wird, weil es ist too big, too crazy und too R-rated. Ich weiß nicht, wie ob sie too R-rated sein kann, aber wer da schon wissen, was er sagt. Das wäre er dann schon wissen. Eine Fortsetzung kommt zu The Social Network, die Geschichte von Facebook, die Entstehungsgeschichte, das Social Reckoning, glaube ich, heißt es. Und soweit ich das mitgekriegt habe, geht es da um die ganzen, da gab es ja mal irgendein ein Leak oder so, glaube ich, wo einiges aufgekommen ist, wie sie mit Daten umgehen und dass das alles nicht so koscher ist. Ich glaube, das soll dann, der Film behandeln. Auf alle Fälle ist der Jesse Eisenberg nicht mehr der Zuckerberg, sondern ich weiß jetzt aber gar nicht, wer die Rolle jetzt halt übernimmt. Ich muss aber erst mal das Social Network anschauen, das habe ich auch bis heute noch nicht geschafft, dass ich mir diesen Film endlich mal ankicken tue. Ankicken tue. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir mal den Bildschirm kurz frei, weil ich euch ein Bild zeige von einer Serie, die wahrscheinlich keiner auf dem Schirm gehabt hat, als sie angekündigt worden ist, aber sie kommt. Darum sagt es jetzt einmal kurz. Das erste Bild der Scrubs Reunion von der Tagesschau. Schaut her, das ist eine Meldung. Die Reunion ist so eine Meldung, dass sogar die Tagesschau einen eigenen Artikel darüber macht. Sagt mal, wie groß das Scrubs eigentlich war. Bin gespannt auf diese Reunion, weil die letzten zwei Staffeln, und also vor allem die letzte, der konnte ja so gut wie gar nichts mehr abgewinnen, aber wir lassen uns ja immer eines Besseren belehren. In der Regel. Was haben wir denn noch hier? Okay, jetzt ist Ohrhälften schwarz. Riverside, was tust du? Saudepp. Saudepp, das sagt ich. Layout. Gut, dass ich so ein Hackerman bin. Ja, die Reunion von Scrubs. Da bin ich wirklich sau neugierig, wie das ausschauen wird. Trailer gibt es auch noch weitere, die man sich anschauen sollte, nämlich am 3.10. wird in Amerika über Shudder ja schon der neue VHS-Teil veröffentlicht, VHS also, oder VHS Halloween. Trailer kann ich leider nicht dazu sagen, kann ich nur sagen, dass er ziemlich geil ausschaut und das Poster auch ziemlich cool ausschaut. Also Style haben sie ja immer, die Dinger. Und nach die letzten, eigentlich 3 Teile, die letzten 3 VHS, eigentlich waren es alle geil, bis auf VHS Viral, den fand ich bisher am schwächsten. Aber ich fand es auch bei den letzten Teilen, ich habe Beyond noch nicht gesehen, aber den hat ja der Mike ziemlich gefeiert, dass der richtig, richtig gut sein soll. Also sie steigern wieder kontinuierlich in der Qualität. Darum hoffen wir, dass das bei VHS Halloween auch so weitergehen wird. Schaut euch auf alle Fälle den Trailer an. Und am 3.10. läuft es dann auf Shudder. Vielleicht VPN kann man sich ja das dann auch bei uns irgendwann mal Zeit noch anschauen. Was haben wir ja noch? Was haben wir ja noch für Poster? Cooles Poster zu Welcome to Derry. Finde ich, schaut richtig geil aus. Da ist ja auch ein neuer Trailer rausgekommen, in dem man dann als erstes mit Pennywise sieht. So viel gerade, dass das Ding irgendwann umswitcht und eigentlich auch das Poster zeigt. Ich mag mich nicht jetzt mit Nein freigeben müssen. Das geht mir nämlich auf die Gluten. Die VHS-Filme sind immer ein Fest. Da hast du recht. Da hast du recht. Recht. Stattdessen diesen Tape freigeben. Dann springen wir hier nochmal rüber. Jetzt gleich kann es dann funktionieren. Dass ihr dieses coole Poster von Welcome to Derry seht,
die Ende Oktober bei uns auf WoW kommen wird. Und Trailer schaut geil aus, macht Spaß, vor allem, wenn man die beiden S-Remakes genossen hat, dann glaube ich, fühlt man sich von dem Trailer auch gleich richtig abgeholt. Und ja, es ist ja geil, dass sie eben einen Skarsgård wieder als Pennywise organisieren haben können. Freuen wir uns drauf, da freuen wir uns drauf. Was habe ich hier noch zum Herzeigen? Irgendwas habe ich noch gehabt, das ich echt zeigen wollte. Ja, stimmt, ich hätte noch ein Poster gehabt zu der Family Guy Halloween-Folge. Die habe ich aber so schnell am Anfang eingeballert, diese Info, dass ich das total vergessen habe. I'm so sorry. Für Sammler unter uns, schaut auf Playon, wenn ihr das Label kennt, also Playon, Plaion. Die haben jetzt halt einen fetten Warner Brothers Sale, wo man so ziemlich das komplette Warner Brothers Programm kaufen kann in einem Playon Shop. Und zusätzlich gibt es auch noch einen 10% Rabatt ab einem Einkaufswert von 100 Euro. Wir sind nicht irgendwie gesponsert oder sonst was von Playon, das muss ich dazu sagen. Ich finde das einfach nur coole Aktion und vor allem, da wir manche Sammler unter uns haben, haben wir noch die. Wer es nicht mitkriegt, der freut sich vielleicht drüber. Aber hier da fließt nichts. Wir machen das aus freien Zügen, weil wir nett sind, meistens zumindest. Und dann jetzt die ersten Gerüchte für die Rolle des Jason Voorhees in den kommenden Reboot zu Friday the 13th. Jetzt im Gespräch ist der Braun Strowman, mein Erster. Der Wrestler, der Catcher, wer den nicht kennt. Hätte ich vorher schon mal Beutel herrichten können, aber das habe ich natürlich nicht gemacht. Mache ich jetzt für euch, suche ich schnell einen ich glaube Braun Strowman spricht man aus. Und der darf schon ziemlich gut einpassen, weil der Typ ist ein Koloss. Der ist riesig und benannt wie ein Stier. Was ist denn da das beste Battle, wo das umgekommen? Ich glaube, der hat jetzt auch sein Training ein wenig umgestellt, weil er nicht mehr so wammelmäßig trainiert ausschaut. Bilder und Tipp öffnen, aber man sagt auf alle Fälle immer noch, was er eigentlich für ein Hühne ist, der Kerl. Eins Hühne. Kann ich mir sehr gut vorstellen als falscher Tab, diesen Tab ist so freigegeben, kann ich mir sehr gut vorstellen als Jason Voorhees, weil so muss der ausschauen, wie es im Remake war, so ein riesiger 2 Meter, keine Ahnung, ob er 2 Meter hat, sage ich einfach, aber er muss einfach beieinander stehen wie beieinander sein wie ein Stier. Kani spricht riesig wie der Ani aus. Riesig. Klar mache ich das riesig. Bin jetzt voll in dem Modus vom Ani seinem Schmerz mit Simpsons, was du sehr, ich bin hier gewählt, um zu lenken, nicht um zu denken. Kann das Motto vom Trump sein, wobei der auch nicht wirklich lenkt. Das waren leider schon die News von dieser Woche. Es war nicht viel los. Nicht viel los, was News angeht, bis auf die Ankündigung, glaube ich, noch vom Trump, dass er ja jetzt alles, was nicht in Amerika an Filmen produziert wird, mit 100% Steuern betaxen möchte. Ich glaube, das sollten dann sogar eigene amerikanische Produktionen, die dann nicht in Amerika gedreht werden oder so, davon betroffen sein. Keine Ahnung, was das alles wieder soll. Aber was ich dann gelesen habe, wird er noch nicht so ernst genommen und seine Steuern, die er da überall drauf hat und Zölle, genau, Zölle, die er da überall drauf hat. Das ist ja immer nicht so gewiss, wie sicher, dass die kommen oder ob die vielleicht noch mehr aufgeschoben werden. Schauen wir mal, was er da jetzt dann macht. Der Vogel, nennen wir es jetzt einfach mal. Kinostart der Woche, morgen 2.10. Erster Film Momo. Sagt mir ja nicht. Dann haben wir Big Bold Beautiful Journey. Sagt mir auch nichts. The Smashing Machine mit dem Dwayne Johnson. Der wird ja schon wieder sehr, sehr hoch gelobt. Und Dwayne Johnson seine Darstellung, sein Schauspiel. Mal gucken, ob es dem eine Chance gibt, weil es, glaube ich, ist jetzt eigentlich auch nicht ganz so mein Thema. Wie das Leben manchmal spielt, schaut nach was Französischen aus. Nur für einen Tag, eine Tragikomödie. Dann haben wir noch die Kala, ein Drama. Avatar The Way of Water kommt noch ins Kino. Ja, das ist ganz wichtig, dass der noch im Kino läuft, der Scheißdreck. Komm ja auf, ey. 4 von 5 Sterne hat dem Film stattgegeben. Darum sage ich, kannst du diese Seite einfach nicht mehr vollnehmen. Da geht es los bei einer News-Seiten, wo sogar die News auf einer Seite nur mit beschissenen Clickbaiten tituliert werden. Aber die Filmbewertungen, die oftmals machen, die sprechen den Rest. Komm her auf.
Sie leben, übrigens ganz wichtig, nächste Woche, Best of Cinema-Reihe, nächste Woche am 7. Oktober kommt Sie leben, They Live vom John Carpenter ins Kino. Den sollte man unbedingt immer gesehen haben, weil er wirklich geil ist und im Kino ist es nochmal ein ganz anderes Erlebnis mit dem Roddy Piper. War man ja auch Catcher, der Roddy Piper. Auf alle Fälle anschauen. I'm here to kick ass and, wie sagt er, I'm here to kick ass and chew bubblegum and I'm all out of bubblegum. Das sind mal Sprüche, Leute. Das sind mal Sprüche. Taylor Swift, the official release party of a Showgirl. Da sitzen wir im Kino. Bluey kommt ins Kino. Für unsere Kleinen. Bluey im Kino. Küchenspaß-Kollektion. Dann haben wir noch eine Pink Power. Filmstarts ist echt nichts mehr. Ja, das sagst du was. Die sind, aber das hat sich schon länger abgezeichnet, dass die nicht mehr so zum Ernstnehmen sind für mich. Kein Land für niemand. Das muss eine sehr, sehr gute Dokumentation sein. Wird über Dropout Cinema verliehen. Die glaube ich, ist ein ziemlich harter Tobak. Also, ja, ja, ja. Noch lange keine Lipizzaner, verstehe ich nicht. Seid einfach, wie ihr seid. Okay, mache ich. Trains, A Letter to David, Nika Zaldar 4, Idli Kadai, Kantara, Chapter 1. While the Green Grass Grows, Part 1 und 6. Ja, was mit Teil 2 bis 5? Kennt sich doch kein Mensch aus, wie das scheiß Gras dann wächst. Komm, leck mir in den Arsch. Leck mir in den Arsch, dann schauen wir uns das nicht an. Und dann haben wir noch unsere Streaming-Charts der Woche. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ob es Alien Earth endlich mal in diese scheiß Top 10 eingeschafft hat. Wenn nicht, dann schlage ich. Ich sag's, ich schlage ich alle. Was ist da los? Adolescence ist auf einmal nochmal drin und Adolescence feiert ein Comeback auf Platz 10, die Serie von Netflix. Dann Platz 9, The Terminalist, Dark Wolf, die erste Staffel auf Prime Video. Billionaires Bunker ist auf Platz 8, eine Serie auf Netflix mit der ersten Staffel. Bon Appetit, Your Majesty ist auf Platz 7, die erste Staffel auf Netflix. Dann haben wir wieder AKA Charlie Sheen auf Platz 6 auf Netflix. The Summer I Turned Pretty, die dritte Staffel, ist auf Platz 5, Prime Video. Dann haben wir hier noch Beauty in Black, die zweite Staffel auf Netflix. Wednesday, die zweite Staffel, ist immer noch ganz stabil da in dieser Top 10 auf Platz 3. The Pit, die erste Staffel, HBO Max, keine Ahnung, wo die dann bei uns läuft, da habe ich noch nichts gelesen. Und auf Platz 1 ist eine Netflix-Serie namens Black Rabbit. Black Rabbit, ich bin immer noch in Twisted Metal Staffel 2. Die Folgen sind noch gerade eine halbe Stunde, wie kann man noch so lange brauchen, Philipp? Mach mich schnell jetzt, drück mir auf. Kein Alien Earth hier drinnen, also wenn nächste Woche nicht Monster Staffel 3 Ed Gein drinnen ist, dann hau ich irgendwas zusammen. Alice in Borderland Staffel 3 ist ja auch schon draußen. Habe ich nicht mehr die ersten zwei gesehen. Das hat mich aber auch interessiert. Das ist ja, glaube ich, auch eine Manga-Verfilmung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und was für eine Serie, wo mir jetzt nur das nicht drin ist? Marvel Zombies, stimmt, die läuft ja noch und die ist jetzt gerade auf Platz 1 auf Disney Plus von die Einschaltquoten her, eine der erfolgreichsten Serien auf Disney Plus, hat es auch nicht hier reingeschafft. Was ist noch gekommen? Ansonsten weiß ich nicht. Naja, schaut mal endlich Alien Earth an. Was haben wir denn für Filme in die Top 10? Da ist auch nichts Schönes dabei. Happy Gilmore ist immer auf Platz 2. Happy Gilmore 2 ist immer noch auf Platz 8 in die Top 10 der Streaming Originals Filme. Eieieiei. Eieieiei. Was willst du denn da noch sagen? Was willst du denn da noch sagen? So. Jetzt Unboxing, Leute, Unboxing. Ich habe euch am Anfang nicht gefragt, was ich unboxen soll bei den Pokémons, weil ich hier nämlich eine dieser Reihe gefunden habe und die möchte ich einfach live mit euch unboxen. Darum habe ich gar nicht nachgefragt. Warner, HBO kommt nächstes Jahr bestimmt. Ja, HBO kriegt seinen eigenen Streamingdienst und der kommt auch zu uns nächstes Jahr. Dann kann aber auch zu machen. Wir fangen mal an mit Magic. Die Pokémon 151 Edition, die heben wir uns natürlich auf für das grande Finale. Jetzt machen wir erstmal in Magic the Gathering. Die haben jetzt auch schon wieder eine neue Trading Card Reihe angekündigt mit PlayStation, Collab mit PlayStation, wo dann eben Uncharted, Last of Us, God of War und so weiter Motive drin sind. Hey, stop it. Ich habe gemeint, ich muss mir die Magic-Karten nur holen, Final Fantasy, weil ich da Bock drauf habe, aber diese PlayStation Collab, da bin ich ja schon fast dabei. Aber jetzt warten wir erst einmal noch. Schauen wir erst einmal hier. Ich habe übrigens auch mittlerweile herausgefunden, dass diese doppelt bedruckten Karten wirklich so kehren. Da muss man sich dann anscheinend so Schuber für die Karten kaufen
Und je nachdem, welche Seiten das man spielen möchte oder spielt, dann eben dran und dann kann man da anscheinend ein verstecktes Ereignis auslösen. Alter, kann ich, wir haben gerade 208 Euro im Online-Casino gewonnen. Magic the Gathering. Ja, was, wenn da 208 Euro im Online-Casino gewonnen wären, warum ploppt dann hier nicht gleich eine Spende auf mit mindestens 210 Euro, damit ihr 2 Euro aus eurem eigenen Geld bezahlt habt? Das knickert ein Banausen. Was haben wir jetzt hier? Gefangen in der Kammer der Astra. Verzauberung. Dann haben wir Sabotender. Vielleicht ist das Sabotender. Ist eine Kreatur, eine Pflanze. Beschwörung, Chocobo und Mogri. Die weiß ich nur, die Beschwörung, die habe ich nämlich in Final Fantasy 7 und Akku. Die glaube ich, kannst du bitte tiefer lernen. Dann haben wir einen Quadrup, Erbeuter, Kreatur, Zombie-Schrecken. Also die Artworks sind ja bei Magic the Gathering wirklich, die sind ja schon fantastisch hier, die Gatherings Artworks. Barden, Bogen, Artefakt, eine Ausrüstung. Das wolltest du das gleiche gedruckte eh nicht lesen, gell? So lange muss ich die Karten nicht einhalten. Fertignudeln, Artefakt und Speise. Da, die brauche ich nicht nur als Karten, wo die nehme ich hauptsächlich, weil keiner für mich kocht. Nicht einmal mein Mann. Wunderpot, Artefaktkreatur, Goblin und Konstrukt. Wunderpot. Du, wir haben ein Premium Stadia-Abo. Wo ist mir? Ich habe nur eins gesehen, ich setze zu zweit und ich habe nur ein Stadia-Abo gesehen. Unfassbar. Renault und Root, legendäre Kreatur, Mensch, Assassine, die wissen wir, die weiß ich auch noch, die habe ich schon gekämpft. Die habe ich schon gekämpft. Rufus Shinra, adliger Mensch, legendäre Kreatur. Schauen wir jetzt aber alle noch nicht so. Ich habe mir jetzt da schon mal ein bisschen schlau gemacht, wie die wertvollen Karten ausschauen bei Magic the Gathering, Final Fantasy. Schaut alles noch nicht so aus, als war das was davor. Königin Brain, legendäre Kreatur, Mensch, Adliger. Nach Mensch schaut das nicht aus, aber es gibt ja vielleicht nur Menschen, die nicht nach Mensch ausschauen. Triple Triad, Verzauberung. Verzauberung. Dann haben wir Gilgamesh, Waffenmeister, legendäre Kreatur, Mensch, Samurai. Waynes Verrat, Spontanzauber. Und die Karte tut jetzt schon mal schillern, schaut's da. Kling, kling, kling. Aber es bringt nichts, wenn die Karten nicht 1000 Euro wert sind. Ruinenstadt Gon. Schillert auch. Bling, 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 bling. Und hier haben wir jetzt Held, Spielsteinkreatur Held. Doppelt bedruckt, denn auf der anderen Seite ist noch die Spielsteinkreatur Frosch. So, haben wir die erste Unboxing gemacht. Erste Unboxing ist dann. Ah Gott, für oben. Jetzt geht es wieder weiter mit One Piece OP10. Corby Money hat es letztes Mal einkauft oder wollte einkaufen. One Piece Karten OP 11 und 12, aber scheinbar sind die schon wieder überall vergriffen. Gibt übrigens einen coolen Shop, ich glaube in Landshut. LA Games nennen sie die Money. Da kann man sich anscheinend gut eindecken mit Trading Card Games, wenn er Bock drauf hat. Ich war selber noch nicht drin. Aber sollte man mal hinfahren, also ich werde das definitiv demnächst auch mal machen. Ein Frosch, da lacht er wegen dem Frosch. Das ist eine übermächtige Kreatur, Alter. Das ist also auf einer doppelt bedruckten Karte auch noch gewesen. So, was haben wir jetzt hier? Als erstes mal den Brook. Dann haben wir Uruge. Das schaut aus wie das Braun Strowman von One Piece. Oh, bei One Piece bin ich mittlerweile im Thriller Bark Arc im Manga. Ja, sehr schön, da hast du durch. Manga müsst ihr auch mal weiterlesen. Blue Gilly. Chili? Also hier Nami auf dem Frankie. Dann haben wir nochmal den Brook. Apron ist er. Scotch. Character Card Scotch. Dann haben wir ein Event. The weak do not have the right to choose how they die. Das ist ziemlich gemein. Aber scheinbar ist es so. Giola. X-Drake. Justas Captain Kid. Senior Pink. Voll am Glitzern. Und was letzte hier? Frankie, Charakterkarte Frankie. Auch wieder voll so am Schillern und Glitzern und Leuchten. Gangster. Na, die leuchten nicht, oder? Ich kapier's nicht. Scheinbar nicht.
Dann ist es halt so. Der Sänger vom ersten One Piece Intro hat einige Pokémon-Intros gesungen und erst neulich bei den Sings erst live performt. Meinst du den von die deutschen Intros dann wahrscheinlich, oder? Da kann ich leider nicht so mitschmerzen, weil man One Piece auf Deutsch, glaube ich, ja, da habe ich das damals ein bisschen gesehen. Da war ich noch nicht so drin und ich habe das dann erst später richtig geschaut, aber da dann nur noch auf Japanesisch, im O-Ton praktisch, Japanesisch mit Untertitel. No LPX, noch freilich, sagt er. So, jetzt schauen wir, was der Pokémon kann. Schauen wir, ob wir reich werden. Endlich reich durch Pokémon-Karten. Mit der Arbeit wird es nichts bei mir, darum möchte ich das mit Pokémon-Karten schaffen. Ah, drückt mal die Daumen. Drückt mal die Daumen. Ich habe es vorher schon erzählt im Talkthrough. Da ist schon langsam habe ich mich auseinandergesetzt ein wenig mit den Karten und bin am Einordnen und am Sortieren und habe eine 15 € wertvolle Karte gezogen. So jetzt einmal so von hinten aufziehen, dass ich das. Wie machen die das so? Dann die letzten 3 oder 4, oder? Und dann mal der ganz von hinten auf. Hast du den Truck in Orania City umgestoßen? Ich? Warum? Jetzt weiß ich gar nicht, auf was du hinaus möchtest. Sicher irgendwas mit Bodyshaming, weil ich fett bin. Was haben wir jetzt hier? Ein Diktri. Oder das ist ja schon eine Reverse-Holo-Karte, was ich festgestellt habe. Eine Reverse-Holo-Karte ist das scheinbar. Da gibt es anscheinend auch so viele verschiedene Holo-Karten, da kennen sie ja keine Sau aus. Wegen Mew. Ach so meinst du, ja. Abrupter Kopfstoß und Schlammbombe. Abrupte Kopfstöße, die verteile ich immer am Wochenende, weil ich bin immer voll im Rauffallen. Nein, bin ich nicht. Radlweg. Ja, genau, ein Radlweg haben wir hier. Ein Stadion. Was haben wir jetzt? Ein Lapras, spring auf meinen Rücken und Aquaschneide dazu. Was kommt jetzt? Smetbo, Wirbelwind und Bye-Bye-Flug. Bye-Bye-Flug ist sicher bezogen auf die traurige Folge, in der der Ash sein Smetbo mit den anderen Smetbos freilässt. Goldini, Dreifachstoß und Wassersprüher, das beschreibt meinen Sexualakt. Der war super lustig. Ich bin so lustig. Jetzt haben wir hier noch ein Zubat. Aufdeckendes Ende, Echo und einen Biss. Smetbo macht jetzt Raupis mit seiner Schnalle. Richtige Pitch, Alter. Richtige Pitch. Da ist dann auch, wird es wahrscheinlich abgehen wie beim Goldini, Dreifachstoß und dann Wassersprüher und dann haben wir ein paar Raupis am Start. Hornlio, Ramme und Käferbiss. Ein Item, Trainer, antikes Domfossil. Gibt es das auch ins Caputo? Oh, es wird spannend. Wir gehen jetzt in die letzten 3 Karten. Letzte 3 Karten. Energiekarte. Oh, Knuddelhof EX. Fettsack. Expandierender Körper, den habe ich auch. Und Tackle-Freund. Kann zumindest ein Euro wert sein, die Knuddelhof. Und was haben wir noch? Oh, ein Schiller mit Freitauchen und Rundumangriff in der Reverse Holo. Yo. Ich glaube, da ist nichts dabei, das Tausende von Euros wert ist. Leider nicht. Aber sei es drum. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn ich die Karten dann in mein super Programm eingegeben habe. Dann erfahre ich, ob ich jetzt da stinke reich geworden bin oder eben nicht. Und dann werde ich das nächste Mal schon sagen, ob ich mich nur zum Abschied noch mal einklinke, weil ich jetzt stinkereich bin, oder ob ich den Schmarrn wieder durchziehen muss. Vielen Dank für alle, die dabei waren, vor allem für die Fleißigen, wie ich glaube, der Sesselmann und der Philipp, beide wart ja auch schon im Talkthrough dabei. Vielen Dank für euer Sitzfleisch. Potatoes gibt es hier. An alle, die sonst noch zugeschaut haben, sei es Alex und man ist ja dabei. Ich habe immer noch keine Spende hier vor deinem Casino-Gewinn. So geht's nicht. Du kannst hier nicht sitzen und verzeihen, wie viel Kohle dass du da gewinnst und nichts an Viva la Motivation spenden. Schiller auch, danke fürs Zuschauen. Wie Potato You natürlich. Die wöchige Folge Lilo und Stitch Realverfilmung inklusive Gewinnspiel sollte man sich anschauen und das Gewinnspiel bitte mitmachen. Da gibt es nämlich eine Amaray zu gewinnen, original verpackt. Wir verlosen wieder mal in unserer endlosen Güte das uns zur Verfügung gestellte Rezensionsexemplar.
Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zum Kassettenschmerz, eventuell zum Stream. Mal gucken, ob wir nächste Woche schaffen, Baby Steps zu streamen. Und ja, ich sag's nochmal, herzlich Lido und Stitcho, macht das Gewinnspiel mit. Ich will Gewinnspielteilnehmer en masse haben. Dann gehen wir jetzt schon langsam ins Bett. I potato you all, Küsschen auf die Nüsschen. Und bis zum nächsten Mal.